es ist immer zu früh, über Sterben zu reden, bis es zu spät ist. Ich bin Martin Schuppli, ich bin 64, habe im Januar Geburtstag, wohne in Wallenstadt und bin Journalist seit 40 Jahren. Ich habe immer Geschichten über Menschen gemacht, weil ich weiss, dass sich Menschen für Menschen interessieren. Zum Sterben bin ich gekommen, wie wir alle zum Sterben kommen, weil ich nämlich auf die Welt gekommen bin. Ich bin am 24. Januar auf die Welt gekommen. Und an diesem Tag, im Jahr 1955, hat irgendjemand irgendwo die Uhr gedrückt. Dann ist meine Uhr angefangen zu laufen. Und seither lebe ich, geniesse ich meine letzten Tage. Das ist eine spannende Geschichte, wenn man sich das so überlegt, dass Sterben zum Leben gehört und vom ersten Tag an die letzten Tage anbrechen. Wenn ich jetzt von den letzten Tagen rede, könnte das noch 10'000 sein. Dann wäre ich 92 und ich könnte noch jede Woche einen Blog schreiben und dann wären es dann fast 2000 bis dann. Im Verlauf meines Lebens werden wir verschiedenartig mit dem Tod konfrontiert. Wir können das verdrängen, wir können es annehmen, wir werden einfach konfrontiert, wir können uns nicht entziehen. Und das gibt einfach wahnsinnig spannende Geschichten. Und ich merke, es können nicht alle so Geschichten schreiben, weil es eben, da kommen wir vielleicht darauf zurück, ein Tabuthema ist. Aber ich habe kein Problem. Ich kann darüber reden, ich kann darüber schreiben. Und ich merke, die Leute sind froh, dass es da einen gibt, der darüber reden und darüber schreiben kann. Sterben gehört zum Leben, das Leben gehört zum Sterben. Also rede ich in den letzten paar Jahren, wo ich jetzt mich weitgehend mit dem beschäftige, rede ich vom Leben und vom Sterben. Und Sterben kann sehr etwas Trauriges sein. Sterben kann aber auch befreiend sein. Als mein Vater gestorben ist, er ist 88 geworden, haben wir gesagt, wir sind froh, dass er gehen durfte. Und wir sind traurig, dass er nicht mehr da ist. Das sagt eigentlich alles zum Thema Sterben. Ich meine, es ist ein Tabuthema. Da müssen wir gar nicht diskutieren. Es ist ein Tabuthema. Ich würde jetzt mal einfach provokativ sagen, vor allem für die Männer. Warum für die Männer? Die Frauen bringen Kinder auf die Welt. Die Frauen wissen ganz genau, dass bei der Geburtsphase, ich sage es jetzt ein bisschen provokativ, kann es Tote geben. Eine Mutter kann sterben, ein Kind kann sterben. Also die Frauen müssen sich zwangsläufig mit Leben und Sterben auseinandersetzen. Und die Männer delegieren das gerne delegieren. Sie sagen, mach du das, füll du die Papiere aus. Hast du es schon gemacht? Und Tabu ist es eben, weil wir nicht wissen, wenn es so weit ist. Jeder weiss, er muss gehen, aber wir wissen nicht, wann. Wir wissen auch nicht, tut es denn einmal weh. Wir wissen nicht, wo es geht. Wir haben keine Ahnung. Und niemand weiss es. Wir können niemanden fragen. Wir können den Pfarrer fragen, der hat vielleicht eine Idee. Ich habe eine Idee, aber niemand weiss es. Also wir werden einmal in ein schwarzes Loch hinein müssen gumpen. Und das ist natürlich nicht für alle gleich einfach. Und darum ist es ein Tabuthema. Und darum bin ich beseelt davon, darüber zu reden, dass es nicht ewig ein Tabuthema bleibt. Wie würde ich gerne sterben, wenn ich es mir wünschen könnte? Logisch, dann würde ich gerne sterben inmitten von Menschen, die mich gerne haben, nach einem Fest zum Beispiel, den ganzen Abend noch Led Zeppelin gehört und mit Freunden zusammen gsi und mit Freundinnen zusammen gsi und mit den Kindern und mit wer auch immer mich gerne hat. Und dann, nach so einem Ereignis, denke ich würde gerne ganz bewusst gehen. Wenn man sich auseinandersetzt, wenn man darüber redet, wenn man vielleicht auch darüber nachdenkt und man weiss, dass einem ein Palliativmediziner Schmerzen nehmen kann und man weiss, dass es sogar Möglichkeiten gibt, anständig aus dem Leben zu scheiden,
mit einer Sterbehilfeorganisation, die nach langen, ausführlichen Gesprächen mit einem Patienten, mit einer Patientin diesen Schritt dann macht, dass man schmerzfrei und angstfrei sterben kann. Ich denke, dann können wir eigentlich die letzten Tage geniessen. Und die letzten Tage fangen ja nach der Geburt an. Also geniessen, das Leben geniessen und keine Angst haben. Eine andere Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat, ist der Sohn von einem guten Bekannten. Er war ein FCZ-Fan wie ich, auf der Südkurve. Ich nicht, aber er. Und der hat sich das Leben genommen in Zürich. Der ist in ein Tunnel hineingelaufen, im Stadelhofen. Ich bin dann an die Beerdigung mit dem Vater und dort waren ganz viele Leute von der Südkurve. Mit Jeansjäckchen, mit Emblem, mit Fankappen. Die haben Geschenke mitgenommen für den Bub, die haben Windrädchen mitgenommen, die haben Bärchen mitgenommen, die haben Briefe mitgenommen. Also harte Männer, die so hart ausgesehen haben, sind plötzlich ganz weich. Dort gestanden, sind am Schluss der Abdankung im Krematorium in Zürich im Silfeld, sind die alle aufgestanden, haben sich gehebt und haben die Fußballhymne gesungen «You never stand alone». Und das war so eindrücklich, dass ich jetzt, wenn ich daran denke, fast wieder anfangen zu brüllen. Also das sind einfach ganz, ganz, ganz starke Momente. Und die haben dann die Männer, wo man das Gefühl hatte, da komme ich jetzt also die Schnorren über, wenn der mir jetzt auf der Tramhaltestelle begegnet, das sind wie Lämmchen. Und das hat mir sehr, sehr, sehr Eindruck gemacht. Und darum finde ich auch, es ist wichtig, wenn einer geht, wenn jemand still wird, wenn jemand stirbt. Ich finde es schade, wenn es diese Abdankung im engsten Familienkreis gibt, weil man halt die Sonnenbrille will anlegen will, weil man sich nicht traut zu brüllen vor den Leuten, weil man, was auch immer, macht man eine Abdankung im engsten Familienkreis. Denkt vielleicht nicht daran, dass der gestorben ist, ein geheimes Leben hatte, noch irgendwo eine Freundin hatte. Die kann dann nicht Abschied nehmen, oder der Freund. Also ich finde, wenn, dann sollte man jemanden bestatten. Man sollte gemeinsam Abschied nehmen. Man sollte das ist natürlich schön, wenn man nachher essen miteinander, wenn man nachher lachen miteinander und merkt, das Leben geht weiter. Darum ist das fast ein Appell. Redet darüber. Redet darüber mit den Kindern, mit den Jugendlichen, mit den Gleichaltrigen, mit den Eltern. Redet darüber. Ich habe manchmal gedacht, geht vielleicht sogar einmal an eine Beerdigung. Einfach, warum? Weil man an einer Beerdigung nicht ins Handy hineinschauen, irgendwelches Zeug schreiben, sondern weil man aufpasst. Weil da einer über Leben und Sterben redet. Und wenn man dann dort hockt und zulässt, weil man nicht am Handy herumtöckeln kann, dann macht man sich Gedanken über das Leben und Sterben. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Redet darüber. Fangt nicht an, ein Sketch zu machen. Lasst die Ruhe einkehren. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen pfarrerhaft, aber ich weiss, ich bin überzeugt davon, es geht 3 Tage, bis die Seele zum Körper raus ist. Und dann finde ich, wenn man an das glaubt, dann sollte man dem Körper Zeit geben, dass die Seele raus kann. Früher haben sie sogar ein Fenster aufgemacht im Sterbezimmer. Und darum finde ich auch das Aufbauen, das würde genau dazu passen. Es ist jemand gestorben, macht das Fenster auf, lässt keine Hektik aufkommen. Es wird jemand zweckgemacht, er wird aufgebahrt. Die wollen, können Abschied nehmen. Und dann gibt es eine Bestattung, eine Beerdigung. Und dann fände ich es schön. Es wird noch zusammengehockt und am Schluss wird gelacht, was der Heiri doch für ein lustiger Sieg war.